Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja, Leute, diesmal zum FAZ-Kongress. Wem gehört der Fußball? Uli Hoeneß. Erzählt uns 53 Minuten etwas, beziehungsweise im Interview. Ich habe ein paar wilde Takes gehört bei mir im Stream gestern, von daher habe ich mich dazu entschlossen, wir gehen mal rein in den Bums. Ja, ich weiß nicht, wie interessant das wird, wie lang das wird. Wenn ich es mir ganz reinballer, dann wird es auf jeden Fall 2 Teile geben, Leute. Weil ich denke mal, wenn das eine Stunde ist, die er erzählt, wird es wahrscheinlich 1 Stunde 20 locker, 1,5 Stunde werden. Mit meiner Reaction dazu. Vorweg, bevor ich reingehe in den Bums, ich bin der ganz klaren Meinung, dass alle Mitglieder des Aufsichtsrats sich öffentlich zu sportlichen Themen rund um den FC Bayern München zurückhalten sollten. Die sollten einfach den Schweigefuchs machen, die Klappe halten. Fertig. Alles, was gesagt wird von einem Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, wie sie alle heißen, untergräbt einfach nur die Arbeit von Max Eberl und Christoph Freund. Ja, spielt keine Rolle, ob der Uli da jetzt noch was zu sagen hat oder nicht. Wo ich davon ausgehe, dass das so ist. Selbst wenn es nicht so wäre, würde seine Meinung als Aufsichtsratsmitglied die sportliche Führung einfach untergraben. Erst recht mit dem Wissen, was ein Uli für den Verein darstellt und dass ein Uli diesen Verein aufgebaut hat. Ja, finde ich sehr schwierig. Ich weiß nicht genau, was er erzählt. Vielleicht sagt er auch gar nichts Richtung FC Bayern und sportliche Zukunft und sowas. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich bin der Meinung, man sollte solche Geschichten in der Öffentlichkeit sein lassen. Er kann ja gerne über den deutschen Fußball quaken. Das ist eine Sache, aber über den FC Bayern sollte man öffentlich einfach die Gosch halten. Kann man ja intern gerne alles äußern, aber öffentlich sollte man da einfach sich zurückhalten. Gut. Und damit, wie immer vorab, wenn euch gefällt, was euch gefällt, jo. Wenn es euch gefällt, was ihr seht, ich bin ein bisschen neben der Spur, ich bin ein bisschen müde. Abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt und damit gehen wir rein in den Bombs. So, zwischen den Zeilen der FAZ-Kongress. Ich weiß auch nicht, ob das Video gesperrt wird, werden wir sehen. Mich interessiert, was der Uli zu erzählen hat. Das hier steht FC Bayern München. Wir haben Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Eigentlich sollte da auch stehen, dass er Aufsichtsratmitglied ist. Das finde ich ein bisschen schwierig, dass das verschwiegen wird. Also, gehen wir mal rein. Ich bin sehr gespannt. Schön, dass Sie alle da sind. Herr Hoeneß, besonders schön, dass Sie da sind. Wir haben das ja vor ein paar Wochen ausgemacht, das Gespräch. Und da war die Lage noch ein bisschen ruhiger. Jetzt habe ich Sorge, dass Sie heute vielleicht das entscheidende Bewerbungsgespräch verpassen mit dem neuen Trainer. Oder ist... Also, da muss ich mal mit einer Mehr aufhören. Das heißt ja immer, der Uli Hoeneß ist die graue Eminenz und ohne den geht beim FC Bayern gar nichts. Das ist nicht ganz richtig, denn... Oh, nicht ganz. Aber es ist also auch nicht ganz falsch, oder was? Naja, schauen wir mal. Aber nicht ganz, sagen Sie ja, schon. Es ist so, dass wir, wie ich finde, jetzt sehr gute sportliche Führung haben. Die ist zwar noch jung, der Max Eberl und der Christoph Freund. Und der FC Bayern, der sehr unruhige Zeiten in der Führung hatte, gar keine Frage, 2 Jahre. Wir sind gerade dabei, uns zu konsolidieren. Und wir haben zum Beispiel am Dienstag eine Besprechung gehabt, wo alle da waren. Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge, Jan Dresen, Michael Dietrich, unser Finanzchef und die 2 Sportleute. Und da diskutieren wir. Natürlich, wenn jetzt die einen Trainer vorschlagen, das ist halt aber immer beim FC Bayern so gewesen. Ja, das ist halt schon krass, oder? Also, ihr habt es jetzt gehört, ja? Wer da alles sitzt und diskutiert. Also es ist nicht so, dass ein Eberl und ein Freund irgendwas alleine entscheiden. Ja, wer immer das glaubt, ich habe es schon immer gesagt, dasselbe war mit dem Brazzo und Olli da. Er sagt es ja gerade selber, er fängt ja gerade an und sagt, ja, das war schon immer so bei FC Bayern. Deswegen auch nochmal der Take, ja, den Ärger, den der Uli gebracht hat. Ja,
wusste ja gar nichts von der Nagelsmann-Entlassung. Ich war ja ganz klar dagegen. Er wusste genau, was Phase ist. Ja, da muss er sich gar nicht rausreden jetzt. Also, aber wir hören mal weiter. Den einer von den wichtigen Entscheidern gar nicht leiden können oder gar nicht ertragen können, dann kommt er nicht. Da sind wir immer gut gekommen. Aber das. So, wisst ihr Bescheid. Also, Kalle, Uli, Freund, Eberl, Dresden, wer hat er noch gesagt? Herbert Heiner, natürlich, und hier unseren Finanzvorstand. Wenn einer davon sagt, nee, den mag ich nicht, wie es beim Nagelsmann dann der Fall war, dann kommt er auch nicht. So. Wie soll man mit der Struktur, da sollen wir uns jetzt wundern, dass alles so wahnsinnig lange dauert und so wahnsinnig unkoordiniert rüberkommt und man so ein schlechtes Bild in der Öffentlichkeit abgibt, was wir gerade mal wieder abgeben? Also ich glaube, das ist einfach überholt. Nochmal, man kann sich ja Rat und Tat abholen. Ja, das fühle ich ja. Ist ja völlig fein. Wir haben da kompetente Leute mit dem Uli und Kalle, fußballerisch, die haben den Verein aufgebaut, haben wir super viel zu verdanken. Steht alles außer Frage. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Eberl und ein Freund da erstmal den Diener machen müssen und sagen, guck mal hier. So, jetzt haben wir den nicht mehr, der will nicht, der Alonso, da waren sich vielleicht alle einig, das wissen wir auch noch niemals. Nagelsmann wissen wir, waren sich nicht alle einig. Jetzt haben wir den Rangnick, wie sieht's da aus? Sind sich da wieder alle einig? Alto Betty, also, wenn das bei Spielerverpflichtungen genauso ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, erklärt das natürlich unser Verhalten, was wir in den letzten Jahren am Transfermarkt hingelegt haben. Ja, ich erinnere nur an die Taskforce. Also. Aber jetzt sitzt der Uli da und erzählt uns schon in der ersten Minute, ja, eigentlich ist das ja nicht so. Wir haben ja eine sportliche Führung mit dem Eberl und Freund, aber die müssen natürlich den Diener machen bei uns. Katastrophe, Alter. Das gleiche Recht hat auch der Herbert Heiner oder der Jan Dresden. Und ich glaube, da wird. Ja, perfekt. Herbert Heiner, der null Ahnung von Fußball hat. Chrissy, der null Ahnung von Fußball hat er bei seiner Bankettrede gezeigt, dass er auch null Ahnung hat, wie so eine Mannschaft funktioniert, ja, indem er da 2 Spieler rausgestrichen hat. Ja, Halleluja. Und wir sind ja uns wohl auch alle einig, dass so ein Herbert Heiner oder auch so ein Christian Dresen niemals die Gosche aufmachen würden gegen das, was der Uli sagt. Wird mir eine Rolle neuerdings zugeschoben, die nicht mehr ganz richtig ist, weil mein größtes Ziel ist jetzt die nächsten Jahre, ich habe das jetzt 2 Jahre versucht, ist nicht so gut gegangen, muss ich zugeben, den Übergang zu schaffen, so wie ich das bei mir in der Firma mit meiner Fabrik gemacht habe. Mein Sohn hat aber auch 4, 5 Jahre gebraucht, um das zu übernehmen. In den ersten Wochen hat er mich, oder Monaten, mich 2-mal am Tag angerufen, jetzt ruft er manchmal eine ganze Woche nicht an. Und so stelle ich mir das bei Bayern München auch vor. Der Karl-Heinz und ich, wir wollen am Samstag auf die Tribüne in der Allianz. Dann sollten beide erstmal aus dem Aufsichtsrat raus. Punkt. Also wenn er das wirklich will, fühle ich natürlich seinen Take, dann müssen die auch aus dem Aufsichtsrat raus. Und erst recht sich nicht öffentlich hinsetzen und hier solche Interviews geben. Ja. So, dann ist das ja fein. Man kann ja als Berater, als Ehrenpräsident, so wie es da steht, kann man ja weiterhin tätig sein. Fühle ich, gar kein Problem. Wir haben den super viel zu verdanken. Natürlich ist da eine Kompetenz da. Dann holt man da sich Meinung ein, wenn man das möchte. Ja, aber im Aufsichtsrat ist man aktiv dabei. Also. Arena und schauen, dass Bayern 5-1 gewinnt. Aber noch ruft der Max. Ne? Aber noch ruft dann der Max Eberl 1-2 Mal die Woche an, oder? 1-2 Mal die Woche ruft er an und das finde ich auch in Ordnung. Aber Max habe ich jetzt schon, ich habe ihn ja so seine Arbeitsweise nicht so kennengelernt vorher. Aber der ist sehr selbstständig, der hat eine klare Meinung. Ja, wäre auch schlimm, jetzt siehst du, wer der Sportvorstand ist, Alter. Ein sehr gutes Netzwerk, was, wie ich finde, sehr wichtig ist. Und er hat mit dem Christoph Freund, Sportdirektor, einen tollen Mann, der eine unglaubliche Agenda hat in ganz Europa, ganze Welt kennt er alle Spieler, die da so spielen. Und ich erwarte, dass wir die nächsten paar Jahre da viel Positives erhören, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich. Ich denke, ein Pavlovic, ein Musiala, ein Davis, wenn er wieder besser spielt,
Wenn er bleibt. Wenn er keinen Vertrag möchte. Das ist immer so eine Geschichte. Wissen Sie, so eine Medaille hat ja immer zwei Seiten. Ich bin immer der Meinung, die Macht des Spielers ist stark, aber der FC Bayern ist auch nicht schlecht. Ich bin gestern nach Frankfurt gekommen, kam in die Redaktion und schon kamen die ersten Kollegen, ja, wer wird denn jetzt neuer Trainer beim FC Bayern? Ich so, da müsst ihr morgen kommen, da ist einer da, der weiß es. Also Herr Hoeneß, lassen Sie mich jetzt nicht hängen. Ja. Eines ist sicherlich richtig, dieses Ping-Pong-Spiel, das da die eine oder andere Zeitung in München da veranstaltet, das ist nicht Bayern-like. Es ist nicht so, Das ganze Verhalten ist seit Jahren nicht Bayern-like, oder? dass die Führung jetzt mit dem oder jenem und immer, sondern wir konzentrieren uns immer auf eine Person. Das war zunächst mal... Ich sag mal den Namen jetzt einfach, Ralf Rangnick. Nein, aber die Vergangenheit. Ach so. Wir haben uns schon fokussiert, das muss man natürlich sagen, dass wir gerne den Xavi Alonso nach München geholt hätten. Das war unser Wunschspieler, Wunschtrainer, aber meine Frau hat so in der entscheidenden Woche mal beim Frühstück gesagt, du, wenn der kommt, dann bin ich sauer. Und dann sage ich, wieso? Weil dann hat er keinen Charakter. Und ich glaube, der hat einen Charakter. Ja, jetzt müssen wir das auch noch gut drehen. Und ich glaube, der hat einen Charakter und wenn er einen hat, und Gott sei Dank sagt sie, jetzt habe ich recht gehabt, und dann wird er irgendwann ein Trainer für Bayern. Und da wird aber dann gleich für Bayern München eine Niederlage. Der FC Bayern... Nochmal, wenn der Uli sich da hinsetzt und jetzt erzählt, ja, wir sprechen mit Trainer für Trainer. Das heißt ja erstmal, Rangnick ist auf jeden Fall die C-Lösung, weil zweiter war ja Nagelsmann. Dann ist das leider Gottes ein Armutszeugnis. Ich gehe ja mit, ich bin 100% dabei, dass Alonso bei Leverkusen bleibt, war für mich relativ klar. Finde ich auch gut. Konkurrenz belebt das Geschäft. Aber er kann jetzt nicht sagen, wir haben uns auf den Alonso fokussiert, aber eigentlich wollten wir ihn nicht haben, weil wenn er gekommen wäre, hätte er keinen Charakter gehabt. Was ist das denn jetzt für ein Move, Alter? Der hat noch bis 26 Vertrag. Wir haben höflich angefragt. Er hat sich das schon vorstellen können, wenn er weggegangen wäre. Aber jetzt hat er gesagt, ich habe viele Spieler nach Leverkusen geholt, die sind wegen mir gekommen. Wir haben uns unheimlich aneinander gewöhnt und wir haben riesigen Erfolg. Ich kann dieses ist auch das gewesen, was ich gesagt habe, nicht verlassen. Und das muss man respektieren. Meine Frau hat wieder mal recht gehabt. Okay. Ja, und dann geht es weiter. Und dann haben wir mit Julian Nagelsmann, war natürlich auch ein Thema. Und da wurde auch viel erzählt. Wir haben nie gleichzeitig mit 3 Trainern gesprochen. Weil wenn wir mit jemandem sprechen, dann musst du ihm das Gefühl geben, er ist der Mann. Und wenn er dann Ja oder Nein sagt, wenn er Ja sagt, ist perfekt. Wenn er Nein sagt, dann geht es weiter. Und so war das halt mit Julian. Ja, und so ist aber auch ganz klar, dass Ralf Rangnick jetzt der Dritte ist. Wenn der auch noch absagt, müssen wir den 4. aus dem Hut zaubern. Die D-Lösung dann. Ob man das so klar nach außen, intern kann man ja so handeln. Ja, gehe ich ja mit. Alles ist gut. Man kann das natürlich auch anders handeln. Ja, da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber dass man das jetzt sich da hinsetzt als Aufsichtsratsvorsitzender und das so klar kommuniziert. Nichts anderes, Leute. Ja, nichts anderes. Julian, und da habe ich zum Beispiel und Karl-Heinz gar nicht mit dem gesprochen. Das hat Max und Christoph alleine gemacht und die waren schon lange Zeit der Meinung, dass er dann am Ende zusagt und er hat dann Nein gesagt. Aus seiner Sicht verstehe ich das, wenn die Europameisterschaft gut läuft, dann hat er eine gute Entscheidung getroffen. Wenn die schlecht läuft, dann hat er eine katastrophale Entscheidung getroffen. Denn dann wäre der FC Bayern besser gewesen. Aber so ist es. Und jetzt schaut man auch auf einen neuen Namen. Und mit dem ist gesprochen worden. Und ich denke, dass innerhalb von einer Woche ein Ja oder ein Nein kommt. Und dann sind wir weiter. Ich finde es sowieso, am 1. Juli beginnt die Vorbereitung zur neuen Saison.
diese Hetzjagd, die da jeden Tag veranstaltet wird, das wurde gesagt, der Zidane steht schon vor der Unterschrift. Ich bin überzeugt, mit dem hat kein Mensch gesprochen. Ja. Und ich finde sowieso, das ist ganz schwierig, in dieser Gemengelage einen Trainer zu holen, der gar kein Deutsch kann, aber auch wenig Englisch kann. Ja? Also bei uns in der Kabine wird teilweise jetzt mit Tuchel auch Englisch gesprochen. Und deswegen, wenn du schon nicht Deutsch kannst, was ich finde ein großes Problem ist, und dann nicht Englisch richtig gut, dann geht es aus meiner Sicht nicht. Da gehe ich mit, ja. Ein letzter Versuch von mir. Ist Ihre Frau mit Ralf Rangnick einverstanden? Meine Frau kennt den nicht, denn Xabi kannte sie, weil er ja in München gespielt hat. Ich würde sagen, aber meine Frau hat da eine neutrale Haltung eingenommen, was seine Chancen nicht verkleinert. Okay. Also ich habe alles versucht, aber es gibt ja noch die Chance, dass Sie Fragen stellen und vielleicht, also ich kann Ihnen nicht verbieten, nochmal nachzufragen, aber wir wollen uns jetzt dem Thema annähern, ne? Wem gehört der Fußball? Und wenn wir jetzt so die Temperatur nehmen wollen vom deutschen Fußball, dann hilft... Okay, ich werde hier mal einen Cut machen, weil das ist ja schon so das, was den FC Bayern betrifft. Ich weiß nicht, ob noch mehr kommt, wir werden uns das natürlich weiter anschauen, aber das ist schon mal hier ein guter Cut, für eine relativ kurze Reaction zu unserer Trainerdebatte, Diskussion, wie auch immer. Ja, wilde Aussagen, muss ich leider sagen. Ich weiß nicht, ob so ein Rangnick sich dann damit so wohlfühlt, wenn er weiß, dass er die C-Lösung ist. Und der Nächste dann 100% weiß, dass er die D-Lösung ist. Ich weiß nicht, ob man sowas klipp und klar öffentlich kommunizieren sollte. Nochmal, meine Meinung steht, Mitglieder im Aufsichtsrat sollten sich öffentlich dem FC Bayern oder zu FC Bayern Themen bedeckt halten. Ja. Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, wie immer an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.